Spieler beider Mannschaften, das wissen wir ja aus den vergangenen Begegnungen. Die wollen sich beweisen. Die wollen zeigen, dass sie gut in Form sind und wir können uns, glaube ich, auf eine packende Begegnung freuen. Und da hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Und daraus könnte was werden. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und Tor, unglaublich, was für ein Jubel. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Fans haben nur 5 Minuten warten müssen und jetzt können sie sich freuen über das erste Tor. Ah, wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Absolut spitze. Jetzt hat er den Platz. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Und sofort weitergelegt den Ball. Hat er sich möglicherweise zu spät vom Ball getrennt. Klar, ein weiterer Treffer, der würde ihnen natürlich noch mehr Sicherheit geben. Achtung, genau in den Lauf. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, aus dem Eckball kann man deutlich mehr machen. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, bei den nächsten 2 Kämpfen muss er sich ein bisschen zurückhalten. Er ist jetzt verwarnt. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Und mit den Fingerspitzen wird er den Ball so eben noch ab. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Super Eckball. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Ja, ganz eindeutig Elfmeter. Und jetzt ist nur noch die Frage, war das darüber hinaus eine Verwarnung? Eigentlich ist er ein sicherer Schütze. Und gegen diesen Elfmeter ist beim besten Willen kein Kraut gewachsen. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Freistoß und da hat er Glück,
dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte aus der Brusttasche holt. Ich bin ganz gespannt, wer den Ball jetzt treten wird. Das ist eine ganz gefährliche Position. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, das sieht gut aus. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Boah, und der landet auch noch genau beim Mitspieler. Das ist ja unglaublich, wie der... Und jetzt muss er schießen. So, den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Tja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Also Halbzeit jetzt und es steht 2:0. Wenn Sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit läuft. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Und nur raus damit, raus! Ganz klare Entscheidung, es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Also im Normalfall hat er ganz andere Schüsse drauf, aber heute scheint das irgendwie nicht zu klappen. Und das hat der Trainer vor dem Spiel angesprochen. Gutes Zweikampfverhalten ist die halbe Miete. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Ja, jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. So wollen wir das sehen. Das ist super Abwehrarbeit. Ich glaube, der flankt gleich. Genau auf den Keeper. Genauer Pass auf den Mitspieler. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Und das sieht gefährlich aus.
Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne, es gibt Eckball. Und jetzt nutzt er die Chance. Er trifft. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. So, das sieht jetzt doch schon viel besser aus. Aber sie müssen halt noch ein Tor machen. Sonst bleibt das lediglich Ergebniskorrektur. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Oh, leichtsinnig der Verletzung. Davon können sie jetzt profitieren. Ja, und wenn es spielerisch mal nicht läuft, dann kann man es auch mal mit einem Distanzschuss probieren. Und der Ball geht ganz, ganz weit am Tor vorbei. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Das war richtig klar. Sehr weit. Raus auf den Flügel. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, schöner langer Ball. Abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Erstklassiges Zuspiel. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, da gibt es auch keine Proteste von den Fans. Das muss gelb geben. Hoffentlich liegt ja keine ernsthafte Verletzung vor. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Ja, er zieht den Ball zu nah an den Torhüter ran und er hat kein Problem. Ganz enges Spiel und die Uhr tickt unerbittlich runter. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Guter Spielzug. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Und ohne diese Parade, da stünde das Spiel jetzt unentschieden. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich 2 Spieler kommen neu in die Partie.
Und der trifft Alu. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Ja, schön in die Offensive per Kopf. Und zum Schluss steht es hier 2:1 und ich glaube, das geht auch in Ordnung. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.